doch einfach mal die Basketball... Herzlich willkommen auf meinem Kanal Silly HD. Wenn ihr vielleicht merkt, bin ich heute nicht allein hier. Ich habe jemanden an meiner Seite. Wer bist du? Stell dich mal kurz vor. Ich bin Nati vom Kanal Nati Style. Und wir haben auf ihrem Kanal auch ein Video gedreht. Und was genau gesehen ihr vielleicht, dass ich etwas anhabe, das ich normalerweise nicht anhabe. Das Ganze liegt daran, dass sie mich umgestylt hat. Und ihr das Video findet ihr sicher nochmal in der Endcard verlinkt. Und so, und sie macht ja auf ihrem Kanal also zum Teil auch 10 Arten davon. Und da haben wir überlegt, machen wir doch das mal mit auf meinem Kanal. Und da wir beide engagierte Swiss-Tuber sind, haben wir uns mal überlegt, wir machen das 10 Arten von Swiss-Tuber. Und ich würde sagen, wir labern gar nicht mehr länger und fangen an mit den 10 Arten. Viel Spaß! Auf YouTube gibt es auch verschiedene Arten von Video-Creator. Und in der Schweizer YouTube-Szene sind ungefähr 90% davon einfach alles Vlogger. Und da gibt es nebenbei die Vlogger, die einfach alles filmen, und ich meine wirklich alles. Hey, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Silly HD. Und ja, wir machen uns jetzt bereit, weil wir gehen nachher noch auf Zürich. Yay! Und ich habe letztens einen Kommentar bekommen, wo sie gesagt haben, ich filme wirklich alles. Aber ich meine, das stimmt ja gar nicht. Ich filme wirklich nicht alles. Also der, der das geschrieben hat, kann ich absolut nicht nachvollziehen. Wieso der meint, ich filme alles? Stimmt ja gar nicht. Also ich meine, wenn ich ja wirklich alles filme, hätte ich ja absolut keine Privatsphäre mehr. Das stimmt ja wirklich jetzt auch noch nicht. Stop it. Get some help. Für was ist die Schweizer YouTube-Serie noch bekannt? Stimmt, ich hasse. Man geht auf die Straße, fragt wildfremde Personen, obwohl es einem nicht wirklich interessiert, was die als Antwort geben, und hofft einfach nur, dass man behinderte und blöde Antworten bekommt, wo man ins Video reinschneiden und einfach Clickbait-Titels machen kann. Was machst du da in Zürich? Also ich gehe mit meinen Kolleginnen da shoppen und nachher gar nicht neues Kino. Interessiert kein Mensch. Bist du eigentlich eine Jungfrau? Was ist das? Egal, hauptsächlich jetzt mal den Videotitel. Kannst du mir das Schweizer Lied vorsingen? Wenn ich nur mehr wüsste. Ganz bekannt in der Schweizer YouTube-Szene ist auch, dass man irgendwelche Challenges macht. Egal zu was, Hauptsache irgendeine Challenge. Hey, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir überlegt, wir machen heute doch einfach mal die Basketball-Challenge. Was? Ich will doch kein Basketball spielen. Scheißegal, Hauptsache Challenge. Okay, wir machen jetzt da hinten, von dem Rändchen dort 5 Freiwürfe. Wer als erstes 3 getroffen hat, gewinnt. Dann würde ich sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. So, ja, da jetzt keiner getroffen hat von uns, haben wir uns jetzt überlegt, wir machen einfach mit jedem Wurf, den wir nicht treffen, einen Schritt führen, bis wir dann nachher einfach irgendeinen treffen. Genau. 2000 Jahre später. Auf YouTube kommt es nicht nur auf den Content an, sondern auch die Qualität von der Kamera und vom Ton. Darum investieren ganz viele YouTuber viel Geld in Kamera und Ton, damit sie eine gute Qualität haben. Doch leider nicht alle. Es gibt auch Leute, die denken sich einfach, weißt du was, ich filme mit meinem Handy, und dann frage ich mich halt manchmal schon. Bist du behindert? Hallo zusammen, herzlich willkommen. Dann gibt es dann die Schweizer YouTuber, die gar keine Videos auf Schweizerdeutsch machen, sondern auf eine andere Sprache. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe mir gedacht, da ich ja auf Schweizerdeutsch nicht allzu viele Zuschauer habe, ich mache doch einfach auf Deutsch Videos. Ich weiß, mein Deutsch ist jetzt nicht das Guteste, aber das kommt ja auch nicht so drauf an. Es geht mir einfach darum, dass ich auf Deutsch eine möglichst große Reichweite habe, welche ich im Schweizerdeutsch nicht habe. Hello guys and welcome back to my channel. I have think that I make videos in English because there is a bigger Reichweite and that's perfect. I want to have money! Die Schweizer YouTube-Szene ist dafür bekannt, dass man nicht allzu viel Geld mit seinen Videos verdient. Darum nutzt man eigentlich wirklich jede Chance, um irgendwie Geld zu verdienen. Oh mein Gott, Nati hat endlich wieder ein Video hochgeladen. Jetzt nimmt es aber Wunder, was sie da hochgeladen hat. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meiner Morgenroutine. Am Morgen brauche ich natürlich nur ein Produkt, und zwar ist das Bilou.
Es ist wirklich extrem gut. Also wirklich, ich habe nachher noch einen Rabattcode für euch. Ihr müsst einfach nehmen und einfach wirklich, es ist so gut. Schaut in meiner Bio. Was in der Schweizer YouTube-Szene auch sehr bekannt ist, das sind die Leute, die ankündigen, dass sie ab jetzt regelmäßig Videos machen und dann vielleicht nach 3 Monaten damit kannst rechnen, dass mal ein Video kommt. Aber dann ein Video, wo sie sich entschuldigen dafür, dass sie so lange nicht mehr aufgeladen haben. Ah, Scheiße, wie soll ich das Video anfangen? Ah, Scheiße. Alter, wie soll ich das Video anfangen? Hey Leute, ich weiss, meine Motivation ist jetzt nicht so da für YouTube. Ich habe jetzt 3 Monate wieder nichts aufgeladen. Ich habe mir gedacht, yo, du hast jetzt gerade die 10.000 Abonnenten erreicht, du ladest jetzt einfach mal kein Video auf. Und ich verspreche euch jetzt, ich setze mir es zum Ziel, 1 Video pro Woche aufzuladen. Vielleicht sind es 2, 3, aber ich will es euch nicht versprechen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie macht man am einfachsten Abonnenten? Und ich habe euch einen kleinen Tipp dazu. Man angelt sich einfach irgendeinen grossen YouTuber und macht mit dem einfach einen Cross-Promo und so bekommt man am einfachsten Abonnenten. Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute ist neben mir Nati. Oh mein Gott, wie heftig ist das bitte? Die echte Nati-Style ist neben mir über 600 Abonnenten auf YouTube. Und heute machen wir einfach die Wer bin ich Challenge. Dann gibt es auch noch die YouTuber, die gar keine anderen Friends haben, außer YouTube selber. Hey yo, Bock mit ins Kino zu kommen? Ja, so nicht. Okay. Ja, Ma! Eine Firmika. Nee. Und für die letzte Kategorie sage ich einfach gar nichts und wenn ihr einfach Bilder ihre eigenen Worte sprechen. Das Handy liegt dort drin. Kommt so angemerkt. Nö. Nö. Diese Behinderung ist da. Du bist Ich noch bin ein bisschen... auf den Kopf geht das Kind. Nicht nur eine Schweiz. Ich habe heute doch einfach mal die Basketball... Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es doch mir mit einem Daumen nach oben. Und wenn ihr irgendjemanden erkannt habt, schreibt es unbedingt in die Kommentare rein. Und wir haben auch bei ihr ein Video gedreht, darum schaut auch bei ihr vorbei. Das Video ist wie gesagt in der Einzelkarte verlinkt und lasst bei ihr ein Abo und ein Like da. Bei ihm auch unbedingt, wenn ihr mehr Videos von ihm sehen wollt. Und dann... Ich würde sagen, das war es mit dem heutigen Video. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder am 4. Ich würde sagen, bis dann. Also, ciao!